So Leute, bin nicht wundern, ich habe den Blutmond mal eben geskippt, weil mir das ein bisschen auf den Keks geht, dass der regelmäßig so auftaucht. Andererseits ist es ja auch gut, hat ja durchaus eine Daseinsberechtigung, sowohl storytechnisch als auch gametechnisch, weil man so ja den Arbeitsspeicher und so aufräumt vom Spiel, oder Systemspeicher besser gesagt, das hat schon seinen Sinn. So, willkommen zurück. Demzufolge zu dieser Kingdom. Wir sind in Gerudo-Stadt angekommen. Ne? Ich habe quasi den Freiflug gemacht hier über den Turm, die Gerudo-Hochebene. Dann hier direkt im Schrein gelandet, beziehungsweise erstmal noch hier gelandet zur Zwischenstation und gemerkt, hey, da ist so ein Königdrache-Verschnitt, der ziemlich übel ist und ich noch keinen Bock habe, ihn zu catchen, und deswegen sind wir einfach mal hier. Okay. Ja. Also sprich, damit er hier hingesegelt und anstelle aber eigentlich des normalen Eingangs. Bin ich jetzt so direkt übers Schloss gekommen. Wir kennen den Ort eigentlich noch aus dem Vorgänger. Die Frage ist, sind alle Gerudo hier weg? Oder gibt es noch ein paar? Weil eigentlich hieß es ja von wegen, ja, sie gehen in den Untergrund, haben wir in der letzten Folge herausgefunden, und Richu, wo Richtung Norden. Um zu trainieren, zumindest hat sie das gesagt. Also jetzt soll er einfach hier weitergehen, und weil hier kein Sandsturm ist, oder was? Naja, also meinen, sie könnte theoretisch da vorne sein. Aber es ist halt auch sehr viel Theorie, wa? Zumal es nicht unbedingt Norden ist. Norden wäre eigentlich eher hier. Aber warum soll sie hier entlang gegangen sein? Na egal. Werden wir hoffentlich alles nach und nach noch herausfinden, währenddem wir jetzt mal Gerudo-Stadt in der Folge abklappern, wa? Das ist mal was Neues, wa? Das hatten wir jetzt so halt auch Gerudo-Bogen. Hatten wir auch so Gib ihm. Nee, hatten wir so bei Ornis ja überhaupt nicht in der Art. Der Gerudo-Bogen, cool. Hatten wir dort ja eben überhaupt nicht in der Art. Also leg den trotzdem mal ab und nehmen wir den hier. Beziehungsweise nehmen den anderen Bogen, der ist ja lustigerweise besser. Also kann man sich wohl darauf gefasst machen, dass jede dieser 4 Regionen, die wir eigentlich hier gemäß Story, Hauptstory, dass jede 4 Regionen halt nicht nur reine Probleme hat, sondern auch diese aktuell anders löst. Eben zum Beispiel hier in dem Sinne, so da einfach die Gerudos weg sind. Das Dorf quasi verlassen haben. Es sieht schon aber auch hier ein bisschen zugestürmt aus, oder? Also im Sandsturm her. Das ist nicht der Zugang, wa? No? Ein Voi, hier ist ein Voi, haltet ihn! Ernsthaft? Ah? Kein Zutritt für Voi! Ey, ihr kennt mich doch, ich bin's Link! Ja, stelle um! Oh. Halt! Bila, Kommandantin der Gerudo-Wache. Ah, der müsste uns kennen. Lang nicht gesehen, Ritter von Hyrule. Schon in Ordnung. Diese Person hat die Erlaubnis der Königin, die Stadt zu betreten, ihre Einrichtung zu nutzen. Oh Gott sei Dank, es gibt auch keine Frauenkleidung mehr. Oh Gott sei Dank. Oh, das haben sie rausgenommen. Wobei, seien wir ehrlich, das gab es im Vorgänger. Es wäre ein bisschen schäbig gewesen, dass sie das normal machen müssten. Sagt das allen weiter. Oh. Wenn du dich durch diesen Sandsturm gekämpft hast, ist etwas passiert. Naja, deine Waffe sieht ein bisschen Miasma zerfressen aus. Aber ja, es ist viel passiert. Was? Die Prinzessin wird vermisst. Wir haben Gerüchte in Schlosshalle gehört, aber das ist weiter schlimmer als gedacht. Dennoch, Ritter, ich meine Link, ich bin beeindruckt, dass du es durch diesen Sandsturm geschafft hast. Ich bin viel beeindruckt, dass es über 60 Folgen noch nicht geschafft haben, auch nur die Hälfte des Spiels zu machen. Story und Sidequest technisch. Immer noch ein bisschen da, ein bisschen das. Hauptstory
eher ein bisschen wenig gewesen bisher, aber immerhin ein paar Scheine gemacht. Nicht ganz die Hälfte, aber auf dem Weg dahin. Und zumindest schon mal alle Türme aktiviert, das heißt alle Regionen schon mal ein bisschen gesehen. Und deswegen sollte alles weitere künftig auch schneller gehen. Hoffen zumindest. Vor einer Weile kam plötzlich der Sandsturm auf. Wir wollten ihn näher untersuchen, aber er brachte Schwärme von Gyptos mit sich. Wir waren gezwungen, uns in die Stadt zurückzuziehen. Gyptos sind ja auch altbekannte Gegner der Zelda-Reihe. Aber hatten wir in Breath of the Wild auch nicht. Also ich überlege gerade. Ja, natürlich Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker hatten wir sie. Twilight Princess... Nee. Bin echt nicht mehr sicher. Skyward Sword sicher nicht, das wüsste ich noch. Ja, aber eben, die im Vorgang sich hatten, jetzt tauchen sie wieder auf. Also auch wieder Vorboten von Ganondorf oder was? Da sind uns gefolgt, da mussten wir alle in den Untergrund evakuieren. Der Schützerin dieser Stadt lassen diese Schmach schwer auf mir. Ja, Gyptos sind schon harte Gegner, wenn die noch dieselbe Fähigkeit haben wie damals, quasi. Die schreien einmal und du bist erstarrt, kannst dich nicht bewegen. Wenn es keine gute Zeit dafür ist, tut mir leid. Kein Problem, ich helfe auch euch. Ich helfe erst euch, dann ihr mir. Wie bei den Riechus. Wie bei den Ornis, Mann. Riechu versucht gerade die Kraft zu erlangen, mit der sie uns aus dieser Lage befreien kann. Den Ruin im Norden versuchen. Riechu, eben dort ist sie, ja? Okay, gut. Wo ist denn nur hin? Bila. Du bist blond. Ohne Waschbrettbauch. Und keine Wei. Oh wei, oh wei. No? Dankeschön. Ein Woi. Da ist ein Woi. Ja, Woi. Ist denn das jetzt der Haupt... Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Oh. Woi. Ah. Mann, merkt das bitte endlich mal. Woi. Na? V, nicht B. Ja, ist gut. Was ist denn das jetzt hier für ein Zugang? Also, von wo überhaupt? Ah, da ist der. Hä? Okay, krass. Gut, wir gucken uns den Rest der Stadt gerne noch ganz kurz an. Im Prinzip, ich glaube nicht, dass viel zu holen ist hier, aber wenn ich es jetzt nicht mache und wir jetzt die Hauptstory weitermachen, vielleicht Riechu finden, einen Tempel machen, den es hier sicher auch gibt, den Boss besiegen, das es sicher auch gibt, alles andere wäre ein bisschen seltsam. Und wir dann zurückkehren, habe ich Angst, dass das eine oder andere nicht mehr so ist wie vorher. Also, lass mich rein. Oh. Ja, ist gut. Untergrundstadt. Wer schiebt denn das Teil mal hin und her? Gut, es läuft mit Wasserkraft, das macht Sinn. Das sind ein ganz besonderer Woi, oder? Hey, Talia! Dir das Aschei nicht beigebracht? Junge Wei spricht mit Woi, schon das Glück wird scheu. Okay, das gibt doch gar keinen Sinn. Das stimmt. Ja, mitbekommen hast, gibt es einige Regeln in dieser Stadt. Okay, ja, ist gut, ich versuch's ja. Und nicht ganz so einfach, wenn man es verstehen kann. Mit Zitterfrucht. Okay, einen haben wir schon mal, eine Frostmelone, aber auch ein paar. Ist eigentlich die gute... Jetzt sagen Mathilda. Hä, wo geht's denn hier hin? Für eine Gerudo-Frau ist sie relativ hell, wa? Da ist ein bisschen Flaschenpost. Also die Frage, sollte ich jetzt mitnehmen oder ist die wieder für jemanden bestimmt? Das ist noch eine Öffnung. Hä, wo geht's denn? Alter, was ist los mit dieser Stadt? Das sind einige Flaschenpöstler. Flaschenpöstler. Flaschen einfach, so. Sag mal, wo bin ich hier? Wo geht's denn hier überhaupt hin?
Ich hab dich gefunden. Dieses ist der Brief, so bist der Woi der Stunde und ich bin deine Wei. Wenn du mich bald findest. Caliban. Mhm. Calibane, sicher. Oh Mann, wieso bin ich nur so neugierig? Okay, doch nichts. Da ist ja was Krogmäßiges. Nicht wieder hier. Ja, tschüssi. Du mich auch, du mich auch. Super, wenn wir dann Gerudo-Stadt. Oder immer noch. Wo bin ich jetzt? Verwirrung? Orientierung, wo bist du? Oh, ein Drache. Hallo, Orientierung, wo bist du hin? Ich hab dich verloren. Ist das der Haupteingang oder der... Ich wollte sagen, ist es Richu, die ihre Elektrokraft trainiert? Nee, ist bloß... Oh, ein paar Robben. Okay, sehr gut. Und die nutzen, um da rüber zu gehen, wo er sowieso hin muss. Dann ist Richu eigentlich gar nicht so weit weg, war vom Wüstenbazar. Was ist denn das? Aha. Sandroben, interessieren Sie sich bitte, sprechen Sie mit uns. Mhm. Könnte schwierig werden. Niemand hier. Ein Gypto. Na, guck mal einen an. So, wie besiegt man dich, hä? Du hast Pfeile im Kopf. Aua. Macht doch ziemlich viel Schaden, ey. Sag mal. Tuli, wo bist du? Was ist das denn für ein Scheiß? Dann liegt ihr auf Eis, komm. Oh, das wirkt. Gypto-Knochen. Diese Angriffsstärke, alter Schwede. Hui. Das gibt das ein bisschen in die Stadt vorgedrungen. Ja, lecco mio, ey. Das ist natürlich kacke. Ich finde es genial, wie man sieht, dass die Gerudos versucht haben, sich gegen die Viecher zu wehren. Weil du halt die ganzen Pfeile im Rücken hast von denen. Ja, ich weiß ja nicht. Ist aber offenbar doch so, dass du die irgendwie einfach... Einfach sage ich schon. Angriffsstärke. Alter, haben die Power. Die Gypto-Knochen sind ja heftiger als solche Waffen. Warte mal. Haben die hier ein schönes Schwert noch? So ein Ritterschwert? Genau, ich könnte so ein Ding hier geben. Da geben wir in Gottheit. Die Klinge. Da wird sich auch schräg aussehen. Warte mal, ich will mal gucken, wie das aussieht. Sagen wir so, es sieht nicht so aus, als wäre es gewollt. Scheiße, ey. Oh Mann. Okay. Das noch ein Gypto. Also soll man hier unten in der Stadt bewegen. Ich meine, ja, man sieht, wir können sie platt machen, aber... Ich brauche ein paar viele Items hier.
Aber sobald sie einen Elementschatten drauf haben, geht's einfacher, oder? Jetzt halt die Frage, Eisfrüchte. Das Einzige, was geht, oder braucht er noch was anderes? Also mein Feuer wäre natürlich ja cool. Sind wir ehrlich. Da ist der Eingang, okay. Warum legen sie die gibt doch hier eigentlich Schlaf, wenn man fragen darf? Und dann irgendwie nur so 2 oder 3. Sehr seltsam. Okay, also wir verpassen hier nicht viel, da sieht man schon. Was ich auch sehr gut finde. Wäre sonst noch ein bisschen schäbig. Wenn es hier gewisse Dinge gäbe, die wir jetzt, wo hier sowieso nichts los ist, nicht mehr bekommen können, sobald wir die Story selbst gemacht haben. Ja, ist wohl schon... Der Sandsturm würde hier wohl schon ein bisschen länger, war. Also bin ich hier wieder. Hey, wieso bist du denn hier unten? Hey, wieso bist du hier unten nicht oben? Diese Crocs, ey. Okay, das ist klug, was ich hier mache. Okay. Diese Gyptos. Ja, Schaden machen sie, das muss ich ihn lassen. Ich kann natürlich auch vorstellen, dass es eigentlich gar nicht gedacht wäre, so schon gegen die kämpfen. Aber andererseits haben natürlich jetzt auch nicht unbedingt die stärkste Rüstung an. Hier in Gerudo-Stadt, hier wird sowieso nicht mehr irgendwie kalt oder so. Oder warm, können wir die Dinge anziehen. Oh! Ich rede zuerst. Ich will ungern gerade Bomben einsetzen. Setze halt lieber mal die Dinger hier ein. Die sind ja auch so gut wie Bomben. Wo sind sie gerade? Hä? Moment. Ohr juckt. Achso, da oben. Ich dachte gerade, hey, wo sind die Zeitbomben hin? Ja, warum nicht? Oh, come on. Okay. Wobei, ist ja Wasser, die explodieren sowieso nicht so. Immer doof, wenn irgendwas im Körper juckt war. Gerade die Ohren, aber bei den Ohren macht es gerade Sinn, weil ich gerade vorhin noch kurz duschen war. Weil ich ein bisschen Wasser im Ohr habe. Schon besser, jetzt geht's. Ja, so kommt man natürlich auch vorwärts. Hä? Hier vorne ging es aber. Okay, schräg. Muss ich nicht verstehen, wa? Das ist alles verrostet hier. Ja, aber die Art der Waffen macht halt Sinn insofern. So, ich rüste mal wieder den aus. Und dahinter war direkt ein Gift auf mich, oder was? Eigentlich haben wir mal den Laden gesucht, wo ich Dinge umfinden müsste, wa? Und die Kleidung. Sieht auch interessant aus. Der Felsbrockenhammer ist Fujikato. Ja, kann passieren. So.
Gerudo-Stadt, Gerudo-Stadt. Was ist nur los mit dir? Dann komme ich jetzt hier hin. Hä? Und warum? Das ist ein Zeichen, dass ich hier raus soll. Hier halt, Ich hab doch keine Ahnung. Du. Hm. Oh. No? Okay. Warum sind überhaupt noch welche hier? Ich dachte, wären ja eigentlich alle schon geflohen eigentlich. Was macht Juliana hier oben? Psst, sei still. Ein Geheimnis, ob die Geister umgebracht haben? Ja, sicher. Okay, aber war ich schon? Was ist denn hier passiert, ey? Also eine seltsame Art und Weise zugeschüttet, aber warum? Aber im nächsten gibt, muss ich mal versuchen, ob man da die Typen auch irgendwie mit dem Ding platt machen kann. Irgendwie mit Feuer oder mit Donner. Wobei Richu meinte ja, mit Donner ist auch noch ein bisschen schwierig. Ja, da muss ja natürlich alles weg hier. Ja, die war ich auch schon. Okay, aber ich kam ja von unten, ne, durch diesen seltsamen, naja, das seltsame Loch halt. Da komme ich ja easy peasy wieder hin. Da muss auch ein bisschen weiter, wa? Und dann den Sprung machen. So, warte mal, war nicht ursprünglich die Rede davon, dass hier eigentlich der Eingang sein sollte? Beim Thron? Ah, hier. So geht es natürlich auch. Wo ist nur hin? Ja, das gucken wir gleich an. Vielleicht geht es ja um Mathilde oder so, keine Ahnung. Also rauskommen nicht mehr. Interessant. Ganz schön schwierig. Ich will bloß abhauen. Doch, eigentlich bin ich der Voy, aber naja. Die Frage ist ja, will ich dieser Voy sein? Und da ist die Antwort nein. Nein, nein. Also ich kann mir auch schreiben lassen. Gerudo-Stadt, Gerudo-Stadt, von Gyptos überrannt. Also gut, überrannt stimmt so nicht ganz, Lungen einfach irgendwie rum. Aber sie schreien halt nicht mehr wie im Vorgang. Das ist irgendwie ein bisschen... Also mal verwirrend. Abdeckung des Lochs im Fußboden. Ja, gut.
Und noch eine Abkürzung. Gab es echt nur 2 Gyptos? Warte mal. Ne, 3 in dem Fall. 3 Gyptos, die wir platt gemacht haben. Okay, gehen wir mal ganz kurz in den Untergrund und mal gucken, ob wir da in das Ding reinkommen. In den Raum offenbar. Na, kein Vollidiot den auch markieren können auf der Karte. Man wüsste es ja genau, wo es ist. Na egal. Also ich bin hier entlang. Mal kurz überlegen. Nicht von hier aus, nee. Hoch bin ich noch ein bisschen weiter, wa? Oder bin ich hier direkt hoch, sondern irgendwie hier drüben, glaube ich. Genau, und hier ist irgendwie dann die Gasse, macht natürlich auch Sinn, weil hier, naja, das Haus sein müsste. Sprich, hier müsste ich eigentlich, ich meine, das ist ein Fundament hier. Also müsste ich jetzt eigentlich im Haus drin sein. Jo. Servus. Ein Voi! Die Tür ist doch komplett blockiert. Wie? Es stehen keine Fragen. Ah. Das ist der Gerudo Geheimclub. Nehme Kleidung für Voi kaufen könnt. Ja, okay. Wüstenschulterschutz. Wüstenbeinschutz. So, hier schönes. Schneestiefel. Sandstiefel. Ah, okay, auch interessant. Dann mache ich hier doch mal Schatztruhe vielleicht? Weil Schatz ist eigentlich eher ein bisschen, naja. Wie ein Schatz ist. Was sagt zurück? Meine Sachen in julianischer Voi. Aber darf Stand nicht betreten. Wenn unsere Tochter hierher gekommen. Eingesperrt werden können. Babiski, frag mich, was du wohl gerade machst. Ist das vielleicht derjenige auf dem Dach oben? Also, hier geht es eigentlich um das Set, wa? Man, wie so oft im Leben ist natürlich alles schweinemäßig teuer. Saba, Saba. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. So, am Ziel ist dass ich irgendwie alle Sets mal so kaufe und so. Dann natürlich auch die Dinger werden wir uns aber ein anderes Mal holen. Ich meine, ich könnte natürlich noch mal rausgehen, Duplizierungsglitch anwenden, dann nochmal reinkommen und so, aber ist auch momentan jetzt nicht so nötig, das zu machen. Okay, ich kann die Tür verschieben, aber ganz ehrlich, kann ich auch so raus. Gut. Hätten das gemacht. Bist du Wabiski? Nee, du bist Tuska. Ah ja, Geheimnis. Ich habe das Gefühl, ich hätte sicher irgendwie noch einen Gypto übersehen. Aber hey, was soll's. So, wir sind bei knapp 29 Minuten. Das ist gar nicht mal so übel eigentlich. Mann, mach die Tür auf. Oh. Da ist ein Voi, ein guter Voi. Runter von meinem Obst. Voi-Lektionen. Warte mal. Staude der Göttin, da war gerade was. Wo sind die jetzt? Ich habe vorhin einen gesehen. Jetzt ist was anderes.
Alter, was ist los hier? Wie groß ist das Ganze hier noch? Ah, hier ist die Statue. Ich wollte gerade sagen, da vorhin einen gesehen im Hintergrund. Ich will noch ein bisschen mehr Herzen holen, bevor wir uns zu Richu begeben. Ups, nein, das war... Ich wollte eigentlich überspringen. Ein weiteres Miasma entweiht unserem Körper. Noch ein Herzcontainer. Ching, ching. Ich glaube, 13 haben wir. So, Alter, Junge, das war da alles so groß. Wo ist denn nur hin? Gut, fangen wir mal so an. Meinst du Richu? Was haben die unseren Nasenfang ungefähr? Was ein Ohren tippe ich auf? Ja, Hylianer. Das war ja zu fertigen. Schmuckstück gegangen und bis nicht zurückgekehrt. Gehen rund um die Tormodüne auf die Suche gehen. Das Moldura-Gebiet. Die Molduras hießen die, genau, diese großen Sandviecher. Neue Sidequest nehmen wir. Dankeschön. Ein bisschen die Frage, wie viel sie mir jeweils irgendwie geben würde. Gibt doch Knochen, obwohl sie so stark sind, weil sie nichts dafür haben, okay. Beziehungsweise nichts dafür hergeben. Ist noch schlimmer. Mhm. Okay. Die Dinger hier. Rodin Stirnband, Kälteschutz, Saphirband, Hitzeschutz. Und was macht das? Blitzschutz. Enthält die Kraft der Erde und steigert damit die Abwehr des Trägers. Was eigentlich cool klingt. Warum kann sie mehr wie deine Schwester Maku sein? Ja, das Ding kaufen, müssen wir ein bisschen wieder was verkaufen. Kriege ich das irgendwie nach hin, 400? Also mit dem, was wir aktuell haben. Ein bisschen mehr Defense wäre eigentlich schon cool. Jetzt ist halt die Frage, machen wir nach Typus sortiert. 19 Bomben oder Donnerblumen, noch nicht gerade so viel. Bisschen Fleisch, kann eigentlich Proviant, also Gerichte verkaufen? Naja. Schon, aber nicht gerade so für sehr viel, war. Feen verkaufen, ja. Oh, wir haben noch 3 Stück nur noch. Ja, ich habe doch noch nichts mehr bekommen, war. Bernstein wieder ein paar, aber das reicht nicht, gerade mal auf 100. Leuchtsteine. War ja eigentlich für die Rüstung, die man noch kaufen oder craften will. Oder müssen wir das hier gar nicht mehr so machen? Ich habe echt keine Ahnung, dass wir in dem Spiel hier nicht mehr so ist, dass wir aus Leuchtsteinen die Rüstung machen müssen. Leuchtrüstung, das heißt, warte mal, ich mach mal. Ist doch ein bisschen was. Kann sonst wieder farmen gehen, ne? Das ist natürlich auch eine Option. Und wir haben 47 und ich jetzt sage, verkauf mal 7 Stück. Dann reizt diese Ohrringe.
So. Da wäre ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Die Kraft der Erden steigert damit die Abwehr des Trägers. Also ich meine, es hat schon mal, sage ich jetzt mal, einen Wert von 4. Vielleicht kann ich die dann sehr viel schneller wieder upgraden. Das könnte ja auch sein. Wenn man hier die Hylia-Kapuze und so, oder das Hylia-Gewand generell, das Set habe ich auch einmal schon upgradet durch die große Fee, aber ich glaube von 3 auf 5, da geht es mit dem anderen noch schneller. Ach mein Woi. Woi Woi. Noch 4 Monumente. Saba. So viel hört. Noch eine Archäologin. Ja, durchaus. Das linke Monument. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Der Geheimnis hat auf 6 Monumenten bewahrt. Das steht da. Und das hier, das Monument rechts. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldemut. Ah. Wollen sein von den Kriegerinnen. Okay, warum 7? Es gab nur eine Kriegerin, die anderen nächsten, aber es waren in Wirklichkeit 8. Aha, okay. Der hier erwähnte einzig wahre Heldemut stützt meines Erachtens die These von nur einer Kriegerin. Ja, könnte sein. Kriegerin aus. Und diese Kugel, über die ich bei meiner Suche gestorben bin, muss etwas mit der Suche zu tun haben. Irgendwas. Das soll im Untergrund sein. Oh Gott. Das Geheimnis der Kriegerinnen. Na, Mädels? Wir haben noch viel zu tun. Gott, wie groß ist es hier alles noch? Ernsthaft? Euer Ernst? Ja gut, man muss ja alles beibringen, wa? Sexualkunde auf einem ganz neuen Niveau. Okay, Freunde, wenn wir sagen, das war's für die heutige Folge. Nächstes Mal, wenn wir uns hier noch ein bisschen umgucken, hier unten in der Untergrundstadt. Noch Größeres erwartet. Und je nachdem, hoffentlich dann nächste Folge auch mal, wenn wir hier unten soweit durch sind, uns auf Richtung Norden zu Richu. Mal gucken, was sie so zu sagen hat. Vermutlich ähnlich wie damals bei Tulin, dass dann doch irgendwie mal noch, ja, ein Tempel erfinden werden. Oder viele müssen vor allem. Also ich hoffe zumindest mal. Ein Woi hier. Ja, ein Woi hier. Ein Woi hier, ein Woi da. Überall gibt es Vois auf der ganzen Welt. Krass, wa? Naja. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.